freue mich heute. Und zwar habe ich ein Thema mitgebracht, das ein Herzensthema ist und meine Geschichte mit beinhaltet. Deshalb seid bereit, ihr dürft auch gerne mitschreiben. Und zwar so, dass wenn wir gläubig sind oder wenn wir mit Jesus unterwegs sind, egal ob du erst neu zum Glauben gefunden hast oder ob du seit klein auf schon den Glauben von deinen Eltern mitbekommen hast, wir beschäftigen uns mit diesem Buch, oder? Dieses Buch, das ist die Bibel, das ist das Wort Gottes. Wir lesen darin, wir beschäftigen uns mit diesen Geschichten, die da drin sind, mit diesen Werten und Richtlinien, die Gott uns da mitgibt. Aber ich glaube, dass wenn wir diese Bibel lesen und uns mehr damit beschäftigen, wir irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo wir merken, dass das, was in der Bibel steht, die Richtlinien und die Gebote, die Gott dir mitgeben möchte, anders sind als das, was wir in dieser Welt erleben, in unserem Umfeld erleben. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Herausforderung um, von diesen zwei Welten? Auf der einen Seite haben wir so unseren Glauben, der ist vielleicht geprägt worden von deinem Youth Pastor, von deinem Pastor sonst irgendwo, vielleicht von deinen Eltern, weil du damit aufgewachsen bist. Und das ist dieses Christensein, oder was heißt das? Das heißt, du lebst nach diesen Geboten, nach diesen Richtlinien Gottes, du nimmst das mit, du weißt, du bist Licht in dieser Welt. Und dann bist du aber auch in der Schule oder in deinem Arbeitsumfeld und du merkst, dass Menschen, die nicht gläubig sind, die nicht in dieser Kirche sind, anders denken. Du siehst es auf dem Bild, das ist sehr bunt, da ist das Leben, da geht es darum, um Party, um Alkohol, um Ausgang. Du merkst, hey, da hat es Beziehungen on-off. Da ist nicht die Frage, Sex vor der Ehe einhalten oder nicht, das kennen die gar nicht. Und du merkst, das ist eine Spannung zwischen diesen zwei Welten. Und wir als Christen sind immer wieder herausgefordert, mit dieser Spannung umzugehen. Wie gehst du mit dieser Spannung um? Mit all diesen Fragen, wo du merkst, dass Gott sie dir anders eigentlich beantwortet, als die Welt es tut, als dein Umfeld es tut, als deine Freunde es tun. Und ich weiß, dass ich als Jugendliche, als ich in der Schule war, in diesem Struggle drin war. Ich wollte glauben, ich wollte nah sein in dem Herz Gottes, aber ich wollte auch Teil sein von dieser Welt. Teil sein von diesem Leben, von dieser Freiheit, von dieser Fülle, die sie uns geben möchten. Und ich hatte so diesen einen Moment und dann erinnere ich mich noch so gut daran, wo ich nach Hause gekommen bin, auf meinem Bett saß und Gott gesagt hat, weißt du, ich glaube an die Bibel, ich glaube an dich, ich möchte auch den Glauben behalten, aber siehst du, meine Generation, die denkt so anders und es sind Freunde, die mir nahe stehen. Und ich habe so Herausforderungen, in dieser Teil von dieser Welt zu sein und Teil in dieser Welt zu sein, heißt, dass ich mitgehen möchte, dass ich mitleben möchte und ich möchte da Teil davon sein. Und das, was ich versucht habe, ist, ich gebe nicht meinen Glauben auf, aber ich gebe auch nicht die Welt auf. Ich versuche, die zwei Welten irgendwie zusammenzubringen. Das heißt, ich habe meinen Glauben genommen und ihn irgendwo in mein Leben hineingedrückt. Versuche, diese zwei Welten irgendwie zusammenzubringen. Dieses Leben und dieser Glaube. Und das, was passiert ist, oder wie das praktisch in meinem Leben dann ausgesehen hat, war dann folgendermaßen. Dass ich die Bibel gelesen habe und ich wusste, okay, ich möchte daran glauben. Und ich habe die Bibel aufgeschlagen und drin gelesen und habe gesagt, ja, so das Buch von Mose, das kennen wir, das ist cool. Gott befreit sein Volk, das ist sehr ermutigend. Dann kommen wir zu den Gesetzen. Da wird es schon schwierig, oder? Welche Gesetze müssen wir einhalten? Müssen wir überhaupt Gesetze einhalten von diesen Geboten Gottes? Was heißt das, keinen Sex vor der Ehe zu haben? Gilt das noch für meine Generation? Ist es nicht nur für die Generation von meinen Eltern gedacht? Oder von denen noch vorher? Wer lacht? Wie sieht es aus mit Geld geben, mit Großzügigkeit, mit dem Sabbat einhalten? Und du merkst, du sagst vielleicht, hey, gewisse Gesetze hier in diesem Buch, die halte ich ein, aber gewisse Dinge, die denke ich, okay, die nehme ich raus. Die passen nicht so rein. Irgendwie, okay, an ein paar halte ich mich, an ein paar nicht. Dann gehe ich weiter, das Buch Josua. Ein brutaler Gott, oder nicht? Also wenn du das Buch Josua mal gelesen hast,
da merkst du, dass dieser Gott zu seinem Volk sagt, hey, bringt diese anderen Völker um und nehmt dieses Land ein. Und du denkst, hey, an so einen brutalen Gott, sorry, der passt nicht in mein Weltbild rein, an den kann ich nicht glauben. Dann gehst du weiter, nimmst noch ein paar andere Seiten raus, kommst zu König David, denkst, das ist ein cooler Dude, ein No-Name, er wird gesehen, er wird gefördert, er wird zum König, er verkackt, aber Gott vergibt ihn, Gott vergibt auch mir, das lassen wir drin. Dann kommen die ganzen, so lacht ihr? Dann kommen die ganzen Richter und Propheten, sorry, so ein weirdes Buch habe ich noch nie gelesen, das passt überhaupt nicht rein. Dann sind wir beim Neuen Testament, das lieben wir, oder? Wir lieben Jesus, wir lieben, dass Jesus uns heilt, dass Jesus Wunder vollbringt und am Schluss kommt noch die Offenbarung, die finden wir wieder komisch. Da geht es wieder um das Gesetz, da geht es darum, dass wir, dass es ein Urteil gibt, dass wir uns alle eines Tages niederknien werden vor Jesus, ziemlich hart. Und so, du siehst, das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel und sehr hart. Aber meine Frage ist das nicht das, was wir machen mit unserem Glauben, wenn wir versuchen, diese zwei Welten zusammenzubringen? Wir suchen uns die Stellen heraus, die zu unserem Lifestyle passen, die uns das Gefühl geben von, ich bin ja noch gläubig, ich habe ja noch die Bibel in der Hand. Ich gehe ja noch in die Kirche, ich gehe ja noch und leite eine Small Group. Aber wir lassen die Dinge weg, die wir nicht verstehen. Und die Dinge, die uns vielleicht in diese andere Welt oder uns entscheiden lassen müssen von diesem, hey, glaube ich das oder glaube ich das, was Gott sagt, die ignorieren wir und wir schlängeln unseren Weg irgendwo hindurch. Und ich war an diesem Punkt und ich habe jahrelang so danach gelebt. Und das geht irgendwie auf, bis es irgendwann mal nicht mehr aufgeht. Weil du merkst, dass du an einem Punkt kommst, wo diese Bibel nicht vollkommen ist, die ist nicht vollständig. Das Resultat, das du hiervon hast, von diesem Leben hast, ist, dass du mit Kompromissen lebst. Mit Kompromissen, wo du versuchst, diesen Glauben in dein Leben hineinzudrücken. Dein Glauben anzupassen an dein Leben. Anstatt dass du dein Leben aufbaust auf den Glauben, den Jesus Christus für dich hat. Das hier ist das Resultat von einem Glauben, den wir haben, der verstückelt ist, der angepasst ist. Und du siehst, wir haben quasi das Alte Testament eliminiert, weil wir es nicht verstehen, weil wir es brutal finden, weil wir diesen Gott nicht kennen, weil wir denken, naja, Jesus hat es doch sowieso abgeschafft, wir brauchen doch nur noch das Neue Testament. Und ich möchte dir heute sagen, ich habe viele Jahre nach diesem Prinzip gelebt. Und vielleicht sitzt du auch heute da und sagst, ja, es ist auch mein Glaube, den du hast oder den du hast hier. Aber das wird dir niemals die ganze Ausmaß geben von diesem Leben, das Jesus für dich hat. Es wird dir niemals das ganze Ausmaß, diese ganze Fülle geben können von dem, was Gott eigentlich für dich hervorberufen hat und dich für dich herausgesucht hat. Das bedeutet, wenn wir das hier irgendwo reinquetschen müssen, dann geht das nicht auf. Aber was passiert, wenn wir den Glauben groß machen und so groß machen, dass wir nicht unseren Glauben an unser Leben anpassen, sondern dass wir unser Leben nehmen und auf den Gesetzen und Richtlinien Gottes aufbauen, dann passiert das, dass wir diesen Glauben groß machen, dass dieser Glaube unser Leben überschattet. Meine Frage ist, wie gehst du mit dieser Spannung um in deinem persönlichen Leben? Und wie sieht ein Glaube aus, bei dem es nicht um Kompromisse geht, sondern um dem es geht, dass wir diese Bibel als ein ganzes Buch nehmen. Und ich möchte euch gemeinsam eine Geschichte hineinnehmen in der Bibel und ich gebe euch schnell den Kontext. Ihr kennt sicher diese Geschichte und zwar
war Jesus viele Jahre lang unterwegs, er hat geheilt, er hat immer wieder, wenn Leute ihn erkannt haben als der Messias, gesagt, hey, erzähl's niemandem weiter, bis zu dem einen Punkt, wo er nach Jerusalem hineinreitet mit diesem Esel. Oder ein krasses Ereignis, er reitet dort ein, alle Menschen jubeln ihm zu, sagen, hey, du bist der Messias. Und dann reitet er direkt in das Zentrum Jerusalems und das ist der Tempel. Und was dort im Tempel passiert, das hören wir in einer kurzen Szene. Hast du gesehen, wie teuer die Tauben heute sind? Ja, es wird jedes Mal teurer. Ich frage mich, wie wir das bezahlen sollen. Wechseln Sie Ihre Münzen. Nur Tempelmünzen hier. Kommen Sie, ich gebe Ihnen den besten Wechselkurs. Schafe zum Opfern. Holen Sie sich Ihr Opfertier. Hört auf mit eurem Treiben. Ihr alle seht, was aus diesem heiligen Ort geworden ist. Weg mit diesem Stand. Euer Handeln entweiht diesen heiligen Ort. Nehmt das alles weg. Wie könnt ihr es wagen, dieses heilige Haus mit euren Geschäften zu entweihen? Das Haus meines Vaters ist ein Haus des Gebets, aber ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Kehrt um von diesen Wegen. Okay, ich glaube, du kannst es dir ein bisschen vorstellen durch diese Hörszene, was dort abgegangen ist. Jesus ist wütend, er ist provokant. Er kommt dort rein in den Tempel, schmeißt alles um und sagt, was macht ihr aus diesem heiligen Ort? Es soll doch ein Ort des Gebets sein, aber ihr macht aus diesem Ort eine Räuberhöhle. Ihr müsst wissen, es ist diese Zeit vor dem Passafest, das heißt, viele Pilger kommen nach Jerusalem, um nach dem Gesetz von Mose diese Opfertiere in das Haus Gottes, in diesen Tempel zu bringen. Meine Frage ist, was machen sie falsch? Hast du dich mal gefragt, warum Jesus so reagiert? Eigentlich ist es doch im Gesetz von Mose genauso aufgeschrieben. Kommt zum Tempel, opfert diese Tiere. Und ich glaube, wir interpretieren diese Stelle oft, dass wir sagen, ja, ist ja logisch. Jesus kommt rein, er hat ein Problem, dass sie Geld machen im Tempel. Das heißt, unser Resultat oder unser Fazit davon ist, Kirche und Geld oder Geld machen in der Kirche, das darf man nicht. Punkt. Und das ist genau das Problem, wenn wir dieses Alte Testament auseinanderreißen und eliminieren, weil wir nicht mehr verstehen, was dort wirklich abgeht. Weil ich sage dir heute eins, es ist nicht Jesus sein Punkt. Weißt du, wieso ich das weiß? Du musst dir mal vorstellen, wenn Jesus reinkommt, diesen Tempel, diesen riesen Aufstand macht, diese Sachen umschmeißt, da gehen Tische kaputt, da gehen Käfige kaputt, da wird Geld verloren gegangen. Warum greift die Tempelpolizei nicht ein? In jedem Tempel gibt es eine Tempelpolizei. Und wenn sie sehen, dass dieses Geld, wo sie machen mit diesen Opfertieren, einfach so missachtet wird, warum greift keiner ein? Die Hohepriester oder die Pharisäer, die hätten nur mit dem Finger schnipsen müssen und sagen, hey, führt diesen Mann raus. Aber das machen sie nicht. Weißt du wieso? Weil sie genau wissen, was hier abgeht. Die Pharisäer und die Hohepriester, die wissen genau, was in diesem Alten Testament drinsteht. Und Jesus zitiert in dieser Stelle das Alte Testament. Aber wenn wir immer noch das Gefühl haben, dass mit Jesus das Alte Testament alt ist, abgeschafft wurde, dann tut es mir leid, dann werden wir diese Geschichte und diese Story nie ganz verstehen. Jesus kam, um dir das Alte Testament zu erklären. Wusstest du das? Er kam, um dir zu erklären, wie das gemeint ist, wie dieser Gott gemeint ist. Und ich möchte mit euch gemeinsam in diese Stellen hineingehen. Was meint Jesus? Was zitiert er? Er zitiert einmal den Propheten Jesaja. Jesaja sagt, denn mein Haus soll für alle Völker ein Ort des Gebets sein. Das sind genau die Worte, die Jesus noch einmal braucht. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. In dieser Stelle von Jesaja erzählt Jesaja davon, wozu der Tempel bestimmt ist. Der Tempel hat eine Bestimmung, es soll ein Ort sein, wo Mensch und Gott zusammen sind. Wo Mensch und Gott sich treffen, sich austauschen wie im Garten Eden. Das ist Gottes Herz. Und dann zitiert er noch Jeremia. Und bevor ich in die Geschichte von Jeremia hineingehe, möchte ich dir gleich schnell erklären, was eine Räuberhöhle ist, damit wir verstehen, warum beide, Jeremia und Jesus, dieses Bild gebrauchen. Eine Räuberhöhle bedeutet, dass Räuber sich zurückziehen. Sie haben einen Zufluchtsort und wissen, hey, da bin ich safe, da geht es mir gut, da kann mir nichts passieren. Und sobald sie aus dieser Höhle hinausgehen, brechen sie Regeln. Da beklauen sie.
Da machen sie, was sie wollen. Und dann ziehen sie sich wieder zurück in ihre Höhle, weil sie wissen, da bin ich safe, das ist mein Schatz. Habt ihr das Bild? Jetzt kommt Jeremia und Jeremia hat eine Botschaft für die Generation damals von Gott bekommen. Und er zitiert Gott, weil Gott sagt, dann kommt ihr zu meinem Tempel, tretet vor mich hin und sagt, uns kann nichts geschehen, um es danach genauso schlimm wieder zu treiben wie vorher. Meint ihr etwa, dieses Haus, das meinen Namen trägt, sei eine Räuberhöhle? Ein Zufluchtsort? Ich, der Herr, sehe genau, was ihr tut, darauf könnt ihr euch verlassen. Das, was Jeremia hier anprangert, ist, dass er sagt, hey, ihr kommt zu diesem Tempel und ihr denkt, solange der Tempel steht, Gottes Herrlichkeit ist da, ich kann kommen, ich kann opfern, es geht mir gut. Aber außerhalb von dem Tempel kann ich machen, was ich will. Da kann ich unterdrücken andere Menschen, da kann ich beklauen andere Menschen, da kann ich anderen Göttern noch dienen, weil das war damals in dieser Kultur normal. Dass falls es mit diesem Gott irgendwie nicht klappt, habe ich noch einen anderen Götze zu Hause. Und die Botschaft, die Jeremia diesem Volk gibt, ist, hör auf, diese Kompromisse zu machen. Mein Haus ist ein Haus des Gebets, wo ich an erster Stelle stehen möchte. Und Jeremia ruft dieses Volk auf und sagt, kehrt um und ändert euer Leben. Ihr seid zu etwas anderem bestimmt. Wir wissen alle, dass dieser Tempel niedergerissen wird, dass er zerstört wird und zur Zeit von Jesus wieder aufgebaut wird. Der zweite Tempel steht. Und jetzt kommt diese Szene von Jesus. Und jetzt hast du das Bild. Jesus kommt herein und zitiert Jeremia und sagt, wisst ihr was, ihr seid eine neue Generation. Und ihr habt das Gefühl, dass ihr diese zwei Welten zusammenbringen könnt. Aber ihr lebt auch mit diesen Kompromissen. Ihr versteckt euch hinter diesen Opferritualen. Ihr lebt so religiös, aber euer Herz ist so fern von diesem Gott, der dich liebt. Und Jesus steht da und sagt, kehrt um. Kehrt um und glaubt an das, was der Vater dir sagt. Er möchte eine Beziehung mit dir. Das ist Jesus sein Statement. Und mich hat die Geschichte so berührt, weil heute sind wir hier. Du und ich. Und heute sind wir dieser Tempel. Nachdem Jesus gegangen ist, hat er uns den Heiligen Geist gegeben, der in dir lebt. Dein Körper ist dieser dritte Tempel. Und ich war so erschrocken, als ich diese Geschichte gelesen habe, weil ich gemerkt habe, ja, ich war auch an diesem Punkt, wo ich dachte, aber meine Generation ist so anders. Mit meiner Generation, da passen diese zwei Welten einfach nicht zusammen. I'm sorry, für alle anderen ist es aufgegangen. Aber in meiner Welt, da möchte ich doch Teil sein von dieser Welt und trotzdem noch ein bisschen glauben. Und ich glaube, dass Jesus heute dasteht und dir sagt, hör auf mit diesen Kompromissen. Hör auf, dieses Leben zu führen, wo du versuchst, diese zwei Welten zusammenzubringen. Und komm wieder zu mir. Lass dein Körper ein Haus des Gebets sein. Was bedeutet es, dass wir uns hinsetzen, dass wir diese Bibel lesen, auch das Alte Testament, dass wir Gott fragen, wie meinst du das? Weißt du, ich habe in meiner Bibel so viele Fragezeichen drin. Ich check so viele Sachen noch nicht. Aber ich gehe ins Gebet und sage, Gott, wie meinst du das? Ich studiere die Bibel und ich liebe die Bibel. Ich sehe die Bibel nicht als meinen Feind, sondern als ein Buch, das mir Richtlinien gibt für mein Leben. Und trotzdem entscheiden wir uns immer wieder für diesen Weg, für diese Kompromisse, weil wir irgendwie denken, dass wir somit irgendwie noch Teil von dieser Welt sein können und unseren Freunden vielleicht noch helfen können. Aber weißt du, diese Gebote Gottes, die werden niemals in diese Welt, in die wir leben, hineinpassen. Egal, welche Generationen noch folgen werden. Und das ist ein Fakt. Hör auf, dein Leben, dein Glaube anzupassen an deinen Lifestyle. Weil du wirst an einen Punkt kommen, wo du nicht an das ganze Ausmaß, nicht den ganzen Glauben, die ganze Berufung, die Gott dir geben möchte, die wirst du niemals erfahren, wenn du auf dieser Seite stehst. Weißt du, du kannst dich hierfür entscheiden. Du kannst dieses Leben leben. Aber wenn du weißt, was dir hier erwartet,
dann weiß ich nicht, wie man sich für das entscheiden kann. Weil ein Leben mit Jesus bedeutet Folgendes. Diese Geschichte geht noch weiter. Nachdem Jesus diesen Krawall gemacht hat in dem Tempel, alles umgeschmissen hat, wütend war, weil er wusste, wozu der Tempel eigentlich berufen war, wozu wir berufen sind, steht noch, während Jesus im Tempel war, kamen Blinde und Gelähmte zu ihm und er heilte sie. Das ist die Berufung, die Gott hat und Jesus lädt dich ein und sagt, folge mir nach, lass mich dein Coach sein, setz mich an erste Stelle. Und dazu, wozu du dann berufen bist, ist hinauszugehen und Menschen zu heilen, hinauszugehen und Wunder zu vollbringen. Lese die Apostelgeschichte. Das ist das, wozu wir berufen sind, wozu du berufen bist. Das ist dieses Ausmaß, das Gott dir geben möchte, wenn wir uns für diesen Weg entscheiden. Wie entscheidest du dich? Wenn du heute da bist, was ist deine Entscheidung? Weißt du, ich weiß noch, dass ich vor 6 Jahren an dieser Konferenz war und ich war so zerbrochen innerlich. Ich war an diesem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe wirklich diese Gebote Gottes mit Füßen getreten. Ich war kein gutes Vorbild und trotzdem war ich immer noch gläubig, bin ich immer noch in die Kirche gegangen. Aber innerlich war ich so zerbrochen. Und ich saß an dieser Konferenz und ich habe vorne eine Preacherin gesehen. Und sie hat erzählt mit so einer Leidenschaft über diesen Jesus. Sie hat erzählt, was sie erlebt mit diesem Jesus. Und hat so ein Strahlen gehabt, dass ich nur da sitzen konnte unter 40.000 Frauen. Und ich musste weinen, weil ich gemerkt habe, ich habe immer meinen Glauben, meinen Wille noch drüber gestellt. Ich habe immer noch gesagt, ja, ich glaube, aber ich glaube in die Passagen, wo ich mir halt selber raussuche. Mein Wille stand immer noch drüber, meine Entscheidung stand immer noch über meinem Leben und nicht Gottes Wille. Und ich stand an diesem Punkt und habe gesagt, weißt du, Jesus, ich habe es versucht, bei mir hat es nicht funktioniert und ich möchte dieses Leben nicht mehr. Weil das ist ein Kampf, diese 2 Welten immer wieder zusammenzubringen. Bei jedem nächsten Thema, wo kommt in der Welt, du musst irgendwie immer deinen Platz finden. Und ich glaube, wenn wir eine Antwort für diese Welt sein möchten, dann ist nicht das diese Lösung, sondern dann ist das diese Lösung. Dass wir helfen können, unseren Freunden zu sagen, hey, das sind Richtlinien. Das sind die Gebote Gottes. Ich kenne jemanden, der dich rettet. Ich kenne jemanden, der dich heilen möchte. Ich kenne jemanden, der für dich gestorben ist. Wenn wir uns danach ausrichten und ich habe die Entscheidung getroffen, bin auf die Knie gegangen, habe gesagt, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Nicht mehr mein Leben und meine Karriere, sondern dein Leben, Jesus. Ich möchte mich unter deine Leiterschaft stellen. Nicht mehr mein Instagram-Account und mein Selbstständigsein, sondern ich diene dir. Du bist der einzige Gott in meinem Leben. Und mein Leben hat sich so verändert. Ich bin heimgeflogen von dieser Konferenz. Ich habe mein Studium abgebrochen. Meine Eltern waren erstmal geschockt. Und bin hier in die Kirche gekommen, habe 1 Jahr lang hier in der Kirche gedient. Ich habe mein Leben aufgeräumt. Ich habe so viel Verletzungen in meinem Leben gehabt. Ich habe es dir aufgeräumt, bin immer wieder zu Gott gegangen, gesagt, es tut mir leid. Wie meinst du das? Wie verstehst du das? Hilf mir umzukehren, hilf mir ein anderes Leben zu führen. Dann bin ich hier angestellt worden, habe 5 Jahre lang in der Kids Church prägen dürfen. Und ich sehe einige Gesichter, die bei uns in der Kids Church waren. Und das erfüllt mein Herz, weil ich Identität gefunden habe in meinem Gott, weil ich Berufung gefunden habe, weil ich weiß, wer ich bin. Mein Leben hat sich so gechanged und ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre, wenn ich so weitergelebt habe. Weißt du, und Jesus steht heute da und hat die gleiche Einladung für dich. Wenn wir einfach das Thema mal rational anschauen und schauen, wo die Welt hingeht, wenn wir ihr nachfolgen und mal ganz ehrlich sind, dann sehen wir vielleicht auf den ersten Blick, denken wir, ja, die gibt uns Freiheit und Leben und wie auch immer. Aber ich sehe so viel Einsamkeit in dieser Welt. Ich sehe so viel Angst, so viel Krankheiten, so viel Sinnlosigkeit, so viele Leute, die suchen und nicht finden. So viel Zerbrochenheit in dieser Welt. Und du bist eingeladen, heute diese Antwort zu sein für diese Welt. Du bist eingeladen, hinauszugehen, Hände aufzulegen.
Du bist eingeladen, für deine Mitmenschen zu beten, Wunder zu vollbringen. Du bist eingeladen, Menschen zu sehen, wie sie von Einsamkeit in Familie hineinkommen, wie Ketten plötzlich fallen, wie Menschen geheilt werden, wie Wunder passieren. Weißt du, ich hatte gestern so einen Moment, okay. Ich hatte gestern so einen Moment, wo ich da stand und gesagt habe, hey Gott, weißt du, es wäre für mich so schlimm, wenn ich eines Tages vor dir stehe und du mir sagst, hey, ich habe dir meine Autorität gegeben, ich habe dir meinen Geist gegeben. Du hättest heilen können, du hättest Wunder vollbringen können, aber du hast es nicht angewendet. Das wäre so schlimm für mich, weil im Himmel braucht es keine Heilungswunder mehr. Da sind wir alle gesund. Deshalb lass uns dazu entscheiden, Jesus an erste Stelle zu setzen, hinauszugehen in diese Welt, ein Licht zu sein für diese Welt und diese Antwort zu sein. Und das bedeutet nicht, dass du ein perfektes Leben haben musst. Das bedeutet, dass wir immer wieder zu Gott gehen und sagen, ich brauche dich. Wie meinst du das? Das bedeutet, dass wir nicht nur den Vers des Tages lesen, sondern die Bibel lesen, als einen Text, als ein Buch. Das bedeutet, dass ich studiere diese Bibel. Dass ich immer wieder sage, okay, mein Körper ist ein Haus des Gebets und nicht eine Räuberhöhle, wo ich komme, wo ich ein bisschen Teil bin in dieser Kirche, aber auch ein bisschen Teil bin von dieser Welt. Es ist deine Entscheidung heute. Und ich glaube, ich habe genug geredet und ich möchte Jesus übergeben, weil er steht heute da. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass er heute vor dir steht, dass er heute um dein Herz kämpft, dass er ringt und sagt, komm und lass mich deinen Tempel reinigen von diesen Kompromissen, die du in deinem Leben vielleicht noch machst. Komm zu mir und ich zeige dir, was es heißt, was es bedeutet, Jesus an erste Stelle zu setzen. Wir werden gemeinsam in einen Song hineingehen, wo du auf deinem Platz sitzen darfst, deine Augen auch schließen darfst und diese Einladung von Gott hörst. Diese Einladung, wo er dasteht und sagt, lass mich deinen Körper zu einem Haus des Gebets wieder machen. Lass mich deinen Körper zu einem Haus des Gebets machen. Er lädt dich ein. Das ist seine Einladung an dich. I've felt that before. Overwhelmed, another one. Acquainted with the deepest grief. Anxious when your heart skips a beat. When peace becomes fleeting. I know what you're feeling. I'm here. I'm here. Weakness, I've carried that weight. Been despised and rejected. I have the scars to prove it. Please, just let it all go. Loosen your grip. It's not too much for me to handle. I'm here. I'm not leaving. I'm here. I'm not leaving. I'm here. I'm not leaving. I'm here. And I'm not leaving you.
tired, if you're broken, if you're hurting, just come to me. Just come to me. I'm here. I'm not leaving. I'm here. I'm not leaving you. I'm here. I'm not leaving. I'm here. In Matthäus 5, Vers 14 heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg ist, die kann nicht verborgen bleiben. Du bist das Licht, du bist die Antwort für diese Welt. Als Jesus in den Himmel gegangen ist, hat er dir seinen Geist gegeben. Er hat dir seine Autorität gegeben in dein Herz hinein, damit du in diese Welt hinausgehen kannst, in dein Umfeld hinausgehen kannst und Heilung bringen kannst, wundervoll bringen kannst. Du bist dieses Licht. Und du darfst mal kurz dein Handy hervorholen und das Licht anschalten und hochhalten als eine Antwort heute, die wir Jesus geben. Sagen, Jesus, ich nehme diese Einladung an. Ich möchte dieses Licht sein für diese Welt. Auch wenn ich weiß, dass mein Leben nicht perfekt ist. Aber ich möchte dranbleiben, ich möchte dich lieben, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte unterwegs sein mit dir. Ich möchte immer wieder mein Leben aufräumen, meinen Tempel reinigen. Und ich möchte dieses Haus des Gebets sein. Du darfst dich kurz einmal umdrehen und schauen, wie viele Lichter hier in diesem Saal brennen. Wir sind alle auf dem gleichen Weg unterwegs. Wir sind eine Gemeinschaft, wo einander supportet. Das ist so ein schönes Bild. Und ich möchte, dass du dir dieses Bild einprägst. Weil ich weiß, wenn wir von Konferenzen nach Hause gehen oder wenn wir von einem Sonntag oder online abschalten nach Hause gehen, dann ist das Licht, das brennt, mein Licht. Und da habe ich vielleicht keine Lichter drumherum. Vielleicht bist du nächste Woche wieder in deinem Arbeitsumfeld. Vielleicht bist du wieder in deiner Schule unterwegs. Und du merkst, dass dieses Licht dein einziges Licht ist, das in deinem Umfeld brennt. Ihr dürft die Hände wieder runternehmen, bevor sie zu schwer werden. Und ich möchte, dass du dich daran erinnerst, dass du nicht alleine unterwegs bist. Und dass dort, wo du bist, dieses Licht brennt. Weil Jesus mit dir ist. Er geht mit dir dorthin, wo du bist. Und dort, wo du bist, so wird dieses Licht zu sehen sein. Dort, wo du bist, da kannst du dein Umfeld verändern. Da kannst du dieses Licht hineinbringen in deine Familie, deinen Freundeskreis. Weil du dazu berufen bist. Weil Gott dich dazu auserwählt hat. Und du darfst einmal kurz auf deine Notiz-App gehen. Oder sonst irgendwo, wo du es dir gut aufschreiben kannst. Weil ich möchte dir kurz einen Moment Zeit geben. Ich möchte dir eine Frage mitgeben, um das heute auch konkret zu machen. Weil ich weiß, dass wir oft heimgehen und denken, hey, das war super cool, aber was mache ich jetzt? Wo fange ich jetzt an? Und ich möchte, dass du den Heiligen Geist heute fragst, was ist der nächste Schritt? Wie kann ich dich an erste Stelle setzen? Wie kann ich dir nachfolgen? Wie kann ich einen Unterschied machen in meiner Umgebung, in meinem Umfeld? Und ich gebe dir nachher eine Minute Zeit, wo du den Heiligen Geist fragen kannst. Und vielleicht sagt er dir heute, hey, geh auf eine Person zu und bete für sie. Auch wenn du diese Person nicht kennst. Vielleicht sagt er, hey, du brauchst Vergebung in deinem Herzen. Vergib deinen Eltern, vergib deinem Ex-Freund, deiner Ex-Freundin. Schreib ihr das. Reinige diesen Tempel. Vielleicht steht er heute da und sagt, schreibe jemand, dass du an sie denkst, dass du sie gern hast.
Vielleicht sagt er dir, wenn du nachher auf dem Weg nach Hause bist, kauf das Zugticket für jemand anderen. So banale kleine Dinge, aber frag den Heiligen Geist, was gibst du mir jetzt auf das Herz? Du darfst deine Augen schließen. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du sprichst. Dass du sprichst, wie wir diese Antwort, dieses Licht in dieser Welt sein dürfen, wenn wir dich an erste Stelle setzen möchten. Weil wir dieses Ausmaß von dem ausschöpfen möchten, was du uns gibst in unser Leben. Wir möchten erleben, wie Erweckung kommt. Wir möchten erleben, wie Heilung kommt, wie Wunder vollbracht werden, wie Menschen, die so weit weg von deinem Herzen sind, dich finden, Jesus. Wir sind heute da und wir lassen auch Scham und Angst los. Dort, wo du uns vielleicht konfrontierst mit Dingen in unserem Herzen, wo du reinigen möchtest. Rede du, Heiliger Geist. Dann darfst du das, was er dir gesagt hat, aufschreiben. Vielleicht kannst du es direkt heute Abend umsetzen. Und wenn du auch jetzt nichts gehört hast, dann ist es nicht schlimm, weil der Heilige Geist, der kennt dich. Und er spricht zu dir, vielleicht auch, wenn du nach Hause gehst oder wenn du morgen da bist. Aber lass uns dieses Bild nicht vergessen, dass wir gemeinsam dran sind, dieses Königreich in diese Welt zu bringen. Ein Königreich, das so anders ist als unsere Welt. Ein Königreich, das geprägt ist von Gottes Liebe, von einer Berufung, von einer Identität, die er dir geben möchte. Er hat dich berufen, Licht zu sein für diese Welt. To do whatever you want to.
hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst, den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.